Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen zu einer wunderbaren Runde Battlefield 4. Diejenigen, die zuhören, sehen mich beim Battlefield 4 spielen, mehr oder weniger erfolgreich. Und diejenigen, die nur zuhören, die hören so ziemlich alles, was es über Mods und Steam und diesen kleinen Zwischenfall zu reden gibt. Oh, Battlefield 4. Gefällt mir gar nicht mal so gut. Jetzt kann ich euch auch willkommen heißen zu Just Talk, den kleinen Podcast, den ich immer mal wieder mache, wenn ich irgendein geiles Thema finde. Heute geht's, wie schon gesagt, um Steam und die ganze Mod-Sache, bezahlte Mods. Ja, das große Grauen aller Gamer. Mods sollten doch kostenlos sein, aber was war das denn eigentlich und wie lang ging das denn? Ja, gute Frage, Mensch. Das ging genau 4 Tage lang. Es wurde, glaube ich, am 23. Eingeführt, öffentlich gemacht, online gestellt und am 27. wurde das Ganze schon wieder abgeschafft. Aufgrund von mehrerer tausenden Beschwerden. Und einmal wahrscheinlich, weil es die Community nicht gut fand, obwohl dessen Grund ist, den man eigentlich sagen kann, da nehmen viele Firmen überhaupt keine Rücksicht drauf. Google Plus zum Beispiel hat ja Google Plus und YouTube wunderschöne Kommentare fusioniert, sag ich mal, und eine wunderbare neue Kommentaratmosphäre geschafft, wo auch jeder YouTuber sagte, oh nein, die Kommentare, die bleiben aus, bis das Alte wieder zurück ist. Aber ja, Käsekuchen. Es ist halt immer noch so. Also YouTube sagt, es ist halt okay, ihr mögt es nicht, aber wir machen es halt trotzdem, weil das ist unser Geschäftsmodell. Wir wollen es so, wir haben es ausgerechnet, keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber die bleiben dabei. Und Steam hat nach 4 Tagen schon gesagt, nee, das machen wir dann nicht mehr. Man könnte sagen, es war zum Gunsten der Nutzer, weil alle gesagt haben, nee, das ist doch so kacke. Aber wenn man mal theoretisch oder realistisch denkt, alles, was es gibt irgendwie, jeder beschwert sich drüber. Also im Internet ist bloß, oh, es kommt was Neues raus, erstmal drauf rumhacken und erstmal hassen. Das ist ja schon gewohnt irgendwie. Egal, alle Sachen werden negativ beanstandet. Wie Microsoft seine Xbox One eigentlich komplett vorgestellt hat. Alle Details, die es gab. Die Idee mit keinem Laufwerk war ja mal da. Die Idee mit nur Kinect im Bundle zu verkaufen war auch natürlich da. Dann gab es einen riesigen Shitstorm und dann sagte Microsoft, okay, guys, ist ja gut, dann machen wir halt wieder den alten Scheiß. Da wollte sozusagen die Xbox One eine Konsole wie Steam werden. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Weil ich habe ja auch Steam auf dem PC und habe da über 300 Spiele. Das ist ein riesiger Teil meiner Spiele, die ich auf dem PC habe. Ich habe vielleicht so auf dem PC Spiele mit CD, vielleicht 5. Und wie viel spiele ich davon? 0. Wie viele Spiele habe ich denn auf CD und auf Steam? Da habe ich schon mehr. Aber wenn man es mal so überlegt, es klappt ja beim PC auch. Die Sache, wo mich stört, ist einfach, wenn ich es runterlade, dann will ich es auch spielen und ich will kein Internet dafür benötigen, nur zum Spielen eines Singleplayer-Spiels. Das würde mich schon wieder ankotzen, wenn das nicht gehen würde. Bei PS4 ist es zum Beispiel so, wenn man Bloodborne digital hat und auf CD und man hat die CD installiert und man will das neue Update oder irgendwas runterladen, dann wird einem aber gesagt, ja, du musst aber erstmal die 20 GB CD-Informationen, Daten deinstallieren und dann kannst du das komplette Spiel nochmal runterladen von der digitalen Version. So schaut es aus. Also da kannst du gar nicht sozusagen einen Teil irgendwie von CD installieren und den anderen Teil dann vom Internet runterladen. Das geht bei PS4 nicht. Bei Xbox One geht das sogar. Das wundert mich. Wobei ich Xbox One noch nicht so der Fan bin, muss ich leider zugeben. Aber das ist eine andere Geschichte. Und Microsoft hat einfach gesagt dann, ja gut, wenn alle Fans so kacke drauf sind oder wenn die halt einfach das so scheiße finden, dann machen wir das nicht. Und sind dann schön zurückgerudert, wie es bei einigen Posts von mir oder Videos geheißen hat. Und das hat das Team auch gemacht, nach 4 Tagen. Die Sache ist wahrscheinlich auch
ja, geldliches Problem, denn nach 4 Tagen wurden eingenommen, laut Gabe Newell, $10.000 durch diese ganze Mod-Sache bekam Steam, und sie mussten zahlen ungefähr $1 Million in 4 Tagen. Sie mussten die zahlen, weil sie Manpower, also die mussten Arbeitskräfte bereitstellen, die E-Mails bearbeiten, die diese User geschrieben haben, die unzufrieden waren mit irgendwas. Und das ist halt wichtig, du kannst nicht irgendwie sagen, ja, den schreibe ich nächste Woche zurück, wenn du nur 24 Stunden Refund-Service hast. Also du musst schon zeitlich antworten. Und es kamen so krass viele Nachrichten rein, dass es wirklich $1 Million gekostet hat, diese ganze Manpower bereitzustellen, die E-Mails beantworten mussten. Dann kostete auch dieses ganze Design und so, das kostete auch was, aber das ist mal jetzt weniger. Was jetzt wirklich einschlagend gezunden hat, das waren wirklich diese 1 Million an Arbeitskräfte einfach, die E-Mails bearbeiten sollten. Das war übelst krass. Die bekamen 10.000, mussten aber 1 Million dafür bereitstellen. Also hatten die einen Verlust von $900.990 in 4 Tagen mit ihrer neuen Mod-Geschichte. Und das ist schon einiges. Man sieht schon, es war für Steam alles andere als wirklich erfolgreich. Da sind sie aber meiner Meinung nach auch ein bisschen schuld. Sie hätten auf jeden Fall für so eigentlich eine große Aktion meiner Meinung nach einen Beta-Test laufen lassen oder irgendwas, oder einfach das testen und nicht gleich einfach so auf den Markt schmeißen mit viel zu wenig Informationen. Das ist einfach... Das war wirklich einfach viel zu riskant, viel zu breitsinnig. Stumpfsinnig. Einfach diese neue Macht sozusagen den Moddern zur Verfügung zu stellen. Und die Leute wissen ja auch gar nicht wirklich, wie sie damit dann umgehen sollen. Weil es ist so, für jeden Modder, jeder Modder kann einstellen, was seine Mods haben sollen. Unter 3 Sachen konnten die auswählen. Die konnten konnte man eine feste Summe beanschlagen. Das heißt zum Beispiel, ich will jetzt für den Mod, ich habe jetzt unglaublich wenig Kleidung Mod oder ich habe ein cooles Schwert Mod oder ich habe einen Granaten Mod für Skyrim. Da will ich jetzt unbedingt von jedem, der den Mod benutzen will, ich auf jeden Fall, sagen wir mal, 2 Euro. Ja, weil er dauerte schon einige Zeit zu machen. Ist eine Sache, ja, kann man dafür verlangen, was man will. Die zweite Variante war, du hast einfach keine Summe, dass du sagst, ich mache alles, was ich mache, ist kostenlos. So sind Mods seit Jahren aufgebaut. Ich habe das Grundspiel und dazu macht die Community Erweiterungen, Modifikationen, die im Grundspiel nicht verfügbar waren. Und das Interessante hierbei ist ja, dass Bethesda einige Sachen davon in bezahlte DLCs umgewandelt hat, wenn man es mal so ausdrücken will. Dieser, wie hieß es, Hearthfire oder irgendwie so, das war ja mit dem Häuserbauen, das fand ich jetzt nicht wirklich geil. War anscheinend mal ein Mod oder sowas, und ein ganz schlechter natürlich. Und wurde dann von Bethesda angepackt und gesagt, ja, das machen wir. Irgendwie so war das. Ich habe keine Ahnung. Die genauen Einzelheiten kann ich leider nicht sagen. Ob das jetzt 100% aus dem Mod rausgeht oder irgendwie so. Auf jeden Fall wusste Bethesda, dass die Spieler hätten gerne einen Mod, in dem sie ein Häuschen bauen können und heiraten und eine Frau kriegen und so. Aber ich denke, das ist schon ziemlich basic, dass das einige Spieler wollen von einem Rollenspiel. Aber gut. Und die dritte Variante ist einfach, der Modder kann sagen, ich will eine zufällige Summe, also entscheid selber. Der Spieler kann selber entscheiden, wie viel er für den Mod zahlen will. Das finde ich eine ganz coole Sache. Das konnte man auch auswählen. Und jetzt wird natürlich gefragt, ja, also wie konnte denn Steam in 4 Tagen bei so vielen Mods nur $10.000 einnehmen? Die Sache ist, 25% des Mod-Betrages, was man zahlen muss, oder den man zahlen muss, 25% davon bekommt der Modder, 25%
bekommt Steam und 25% bekommt Bethesda. Irgendwie so ist die Verteilung. Also der Modder bekommt nur 25%. Er bekommt nicht 100%, wie es einige vielleicht dachten. Er bekommt nicht 50%, er bekommt 25%. Den Rest bekommt Steam und Bethesda, der Entwickler von Skyrim. Und das ist halt auch so eine Sache. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt dem, Alter, dieser Bloodbath erledigt mich halt zum 50. Mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will dem Entwickler dieser Mod und der Mod, die hat mich, weiß ich nicht, 100 Stunden begleitet, dann will ich dem was geben, dann gebe ich dem halt einen Zehner und dann könnte ich ihm noch gleich eigentlich eine Donation oder so verpassen. Wenn man aber jetzt sagt, oh, der kostet jetzt 10 Euro, super, das zahle ich doch, dann bekommt er halt bloß 2,50 davon. Und ja, kann man sehen, wie man will. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Und ist halt auch was man berücksichtigen muss. Ist genau wie bei irgendwelchen Spender, wo man hinspendet. Wenn man jetzt zum Beispiel bei WWF oder irgendwas spendet, dann bekommt der Panda auch nicht 100% von dem, was du spendest. Ich spende jetzt, weiß ich nicht, 15 Euro für Wölfe im Monat, dann bekommen nicht die Wölfe 15 Euro im Monat. Also da müssen alle möglichen Arten von Kosten gedeckt werden, Verwaltung und jeder mögliche Scheiß einfach. Weil ohne den würde einfach mal die ganze Organisation zugrunde gehen und könnte nichts überweisen, aber das ist egal. Auf jeden Fall, der Modder bekommt einen kleinen Anteil, einfach ein Viertel davon. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen zu wenig, weil er macht doch er macht eigentlich alle Arbeit an dem Mod, aber sozusagen, er hat ja das Grundspiel Skyrim nicht gemacht, deswegen bin ich voll dafür, dass der Entwickler auch was bekommt. Da habe ich echt nichts dagegen. Das finde ich schon eine schicke Idee. Ist schon ganz schick eigentlich. Oh, ja. Was meint ihr denn? Wie viel sollte der Modder bekommen? Wie viel Steam, die Vermittler sozusagen, die Bereitsteller dieses Workshops, und wie viel sollte Bethesda bekommen? Also ich finde, das ist schon ein bisschen wenig einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 50 Stunden in Mod reinhänge, dann will ich ja auch da was bekommen und nicht nur 25%. Diese lahmen 25%, die helfen mir ja gar nichts. Also 25% für 100 Stunden, das ist ja nix. Beziehungsweise, was ich halt für einen Preis will, das ist auch noch immer so unterschiedlich. Aber ich finde auch generell ein bisschen, um das mal kurz, ja, meine Meinung zu vertreten, es wurde zu viel einfach Hate von der ganzen Community gemacht in der kurzen Zeit. Natürlich können es einige nicht mögen, aber die Welt geht nicht unter. Es gibt immer noch tausende andere Mods, die immer noch kostenlos sind, die du immer noch benutzen kannst. Und dann ist es so, bei diesen Mods, die man kauft, gibt es 24 Stunden Refund Möglichkeit. Also du kaufst jetzt den Mod um 20 Uhr am Montagabend, dann kannst du ihn bis um 20 Uhr am Dienstagabend dir erstatten lassen, die Kosten, wenn du sagst, ich finde den kacke, der ist scheiße und so weiter. Ich komme damit nicht klar oder mein Spiel crasht oder irgendwas sowas. Hast du 24 Stunden Zeit, das zu machen. Das ist interessant. Ich will noch nicht sagen, ob es positiv oder negativ ist. Natürlich für den Spieler positiv erstmal gesehen, wenn man es erstmal denkt, ich will dieses verfickte Zweibein aber nicht aufstellen. Wenn man aber mal genauer nachdenkt, ist es eigentlich für den Spieler nicht wirklich viel Zeit. 24 Stunden, was ist das schon? Also, man lebt ja auch noch, man schläft ja auch noch. Ich kaufe ja den Mod, weiß ich nicht, ich kaufe den Mod irgendwie, wenn ich Bock habe. Oh, ein cooler Mod, kaufe ich ja mal um 12 Uhr am Montag. Und dann schläft man erstmal ein paar Stunden, dann geht man in die Schule, Arbeit, Studium, irgendwas. Dann macht man mal andere Sachen. Und die Sache ist, der Mod breitet sich ja auch nicht vollkommen aus in 24 Stunden. Einige Mods irgendwie so, ja, hier neue Waffe, neue Kleidung, cool. Das ist verträglich. Da kann ich sehen, okay, der gefällt mir. Ich finde die Kleidung kacke. Ich gebe das Geld oder ich will das Geld zurück. Ich will es nicht zurück. Ist okay. Aber bei irgendwie Story-Mods, die neue Gebiete hinzufügen, wie es auch einige gibt. Einige Mods, die einfach wirklich tiefer sind als andere, die wirklich gut sind, die groß sind. Oder die neue Gebiete machen. Oder die irgendwie ein
Kältesystem einfügen. Wenn du im Wasser bist, dann bist du sozusagen nass, dann musst du erstmal wieder trocken werden an einem Feuerstelle. Habe ich auch einige. Du kannst Rüstung anziehen, die dich schützt, die dich wärmt. Du kannst Pelze anziehen, du kannst aus Fell einen Rucksack machen. Sowas. Das braucht Zeit, damit man wirklich den vollen Umfang sieht. Also ich kann nicht den Mod kaufen heute und dann nach 2 Stunden oder so sage ich, okay, der Mod ist was für mich, den behalte ich, wenn es ein richtig umfangreicher Mod ist. Das kann man einfach, das ist halt nicht möglich sowas. Also das ist halt leider mal so. Und das sehen auch einige nicht. Die sagen zwar halt, oh, ich habe 24 Stunden Zeit, das ist schon eine Menge. Aber du spielst ja nicht wirklich 24 Stunden. Oder du hast sozusagen meiner Meinung nach nicht wirklich genug Zeit, auszutesten, ob der klappt. Andere Situation, du kaufst einen Mod um Montag Uhr 20. Du kaufst einen Mod um 20 Uhr am Montag. Jetzt findest du am Mittwoch einen Mod, der ist kostenlos und der macht das gleiche wie der bezahlte Mod, nur noch besser und kostenlos. Was machst du denn dann? Du kannst ja nicht irgendwie den Mod zurückgeben, weil die 24 Stunden sind um. Du kannst auch nicht dem anderen Typen sagen, gib mir mein Geld oder gib mir den Betrag X. Ich habe ja den bezahlt für einen schlechteren Mod. Du kannst aber auch nicht wirklich, es ist ja nicht schlau, wenn du sagst, ich bleibe aber jetzt bei dem Kack-Mod, der weniger Vorteile hat, als der, den ich kostenlos bekommen könnte. Also, du nimmst natürlich den besseren Mod, aber du hast für einen gezahlt, der weniger macht. Das ist ärgerlich. Aber es ist so. So, kurz mal die Karte gewechselt. Und wie schon gesagt, du kaufst dir Montag einen Mod, findest den super geil. Am Mittwoch findest du auf einmal einen Mod, den findest du auch super, das ist was ganz anderes. Und plötzlich funktioniert Skyrim nicht mehr. Das ist ja dann saudoof. Aber du weißt nicht warum und du findest auch nicht raus warum, weil du kein fucking Spieleprogrammierer bist. Und das ist ziemlich schade, weil du kannst kein Geld mehr bekommen und du hast die Wahl, entweder behältst du den bezahlten Mod oder du behältst den kostenlosen Mod. Hast aber dafür halt den bezahlten Mod nicht mehr, was auch kacke ist. Also das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist sozusagen die gerechte Verteilung, wenn es darum geht, dass ein Mod sozusagen Inhalte hat im Skript, dass der funktioniert und ein anderer Mod hat ähnliche Inhalte, hat die zum Beispiel kopiert und hat die einfach verändert. Das ist doof für den Modder, der es zuerst gemacht hat, weil der hat sozusagen die Grundarbeit gemacht und der zweite Typ, der bekommt dann das ganze Geld, weil seins cooler ist oder besser oder was auch immer. Aber ohne den ersten Typen hätte der zweite Typ gar nichts gebacken bekommen. Und das ist halt doof. Und da müsste man auch wirklich sehr, kontrolliert schauen, dass sowas nicht vorkommt. Was halt echt kompliziert ist, weil du kannst halt nicht irgendwie von den 100.000 Mod, die es gibt, jeden das Skript nachschauen und so weiter. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Und wirklich doof. Und dann, wer bekommt das Geld? Der, wo den sozusagen besseren Mod macht oder der den Grundbaustein für den Mod legt? Es ist ja auch so, dass alle Mods irgendwie Teile von Skyrim in sich haben. Das ist ja logisch. Weil ohne Skyrim würde es keine Mods für Skyrim geben. Und deswegen könnten auch die Entwickler ja sozusagen mithelfen, beziehungsweise interagieren mit wirklich guten Moddern. Oh, schöner Kill. Und da ein bisschen Klarheit schaffen. Ich rede zum Beispiel von Mods, die es auf dem PC gibt, die da unglaublich gut funktionieren. Und dann sagen die, ja, okay, der Mod funktioniert unglaublich gut, das gefällt jedem. Das sollten wir auf die Konsole bringen, dass die irgendwie machen, dass sie den Mod, der auf PC funktioniert, dass die den auf die Konsole bringen und da verkaufen. Das wäre eine geile Sache, weil Mods auf Mods auf Konsolen, die sind ja eigentlich, das ist einfach nicht möglich, beziehungsweise illegal, beziehungsweise einfach scheiße. Und sowas fehlt einfach noch. Wenn sie sowas reinbringen würden, das wäre himmlisch. Meine Freundin spielt Skyrim bloß auf der Xbox.
Und es ist halt wirklich doof, weil dir fehlen halt so viele Sachen, die ganzen grafischen Sachen. ENB fehlt dir, keine Ahnung, sie kann keinen Rucksack basteln, sie kann kein Zelt bauen. Also das merkt man schon, wenn da was fehlt als PC-Spieler. Und einige Mods werden wirklich super auf Konsole, aber du kannst es halt nicht machen einfach. Und ich denke mir, es ist gar nicht so schwer, das zu transformieren, sag ich mal, so grob. Das sollte schon klappen irgendwie. Und sie haben ja das Spiel auch rumgeschafft. Also, das wäre eine Sache, die ich mir echt wünschen würde. Das wäre wirklich geil. Dann wäre auch die Community vielleicht besser aufgelegt. Bezahlmods oder keine Ahnung. Dann bekommt natürlich Bethesda einen größeren Anteil, weil sie halt das rumwuchten müssen auf die Konsole. Wie man das sagen will, keine Ahnung. Und das wär wirklich interessant. Das wäre auch noch ein Grund, nochmal Skyrim oder Fallout oder irgendwie andere Spiele auf der Konsole zu spielen, wenn die dann die geilen Mods haben, die auf dem PC eben so alles wunderbar machen. Also, dass sie das noch nicht gemacht haben, das ist wirklich schade. Was Steam hätte machen sollen, ist erstmal ein Beta-Test, wie ich anfangs gesagt habe, ein Beta-Test für diese ganze Aktion mit diesen Bezahlmods. Weil man muss ja erstmal schauen, wie es ankommt. Man kann nicht einfach ohne wirklich Informationen diese Bezahlmods auf die Spieler loslassen. Das ist halt schon eine ziemlich gewagte Sache, die auch ziemlich schief geht. Und Gabe sagte ja auch, dass die von Steam ziemlich dumm gehandelt haben, weil sie einfach nicht wirklich wussten, was sie da machen. Das war ein Zitat von ihm, auch wenn ich es gerade nicht zitiert habe, aber er hat es gesagt. Und das kann man halt nicht vernachlässigen, sowas. Also, es ist ja empfehlenswert, bei sowas zu machen, bei sowas Großem, bei sowas Wertvollem. Jetzt haben sie einen Verlust von fast $1 Million gemacht, deswegen. Also, da müsste man als Valve eigentlich besser aufpassen. Beziehungsweise Steam. Es wäre auch eine coole Sache, wenn man Beta-Tester für diese Mods einstellt. Dass man jetzt zum Beispiel wirklich eiskalt, weiß ich nicht, 10 oder 20 Beta-Tester einstellt, die den ganzen Scheißtag nichts anderes machen, außer irgendwelche Skyrim-Mods runterzuladen und zu testen. Und dann können die bewerten, wie gut die sind. Und dann können die Bethesda sagen, hey, der Mod ist ausragungsweise, was für ein neues Wort, wirklich hervorragend gut. Bringt den mal, weiß ich nicht, vermarktet den oder bringt den mal auf die Konsole. Oder eine ganz andere Sache natürlich, was man auch noch machen könnte, wäre eine Subscription-Fee. So wie bei PlayStation Plus oder bei Xbox, Microsoft Gold, was sie da haben. Dass man sozusagen, keine Ahnung, Mod-Subscription oder Mod Plus hat. Und man zahlt im Monat, weiß ich nicht, vielleicht 5 Euro, also einen kleinen Betrag. Und hat dann sozusagen Zugriff auf die neuesten, auf die besten Mods, die es gibt. Schon 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen früher als alle anderen Spieler. Die es dann auch bekommen, kostenlos, aber eben später. Und dann ist der Mod ja nicht mehr ganz so interessant, wenn der schon 4 Wochen auf dem Markt ist. Das wäre eine coole Sache, finde ich. Also einige wären bereit dafür zu zahlen, da bin ich mir sicher. Und wenn es was richtig Gutes geben würde, wo ich echt bereit wäre, Geld zu zahlen, dann würde ich da auch vielleicht mal einen Monat was bezahlen, einen Fünfer. Das ist ja okay, wenn ich alles vor den anderen bekomme. Es ist für YouTube unglaublich gut. Also da gibt es viele Vorteile. Das wäre interessanter. Das wäre sehr interessant, auch sowas. Ich wäre da nicht abgeneigt, weil ich bin persönlich so eingestellt, es gibt etwas, was ich haben will, was ich toll finde, dann bin ich auch dafür bereit, Geld zu zahlen. Wenn es kostenlos ist, hey, super cool. Aber wenn es was kostet, dann kostet es halt was. Und wenn die Kosten so gering sind, beziehungsweise ich einen super großen Nutzen davon habe, dann kaufe ich das doch.
Also neue Klassen, neue Gebiete, es soll ja komplett neues, sozusagen ein komplett neues Skyrim-Spiel geben. Nicht mit der Skyrim-Story, sondern einfach auf dem Skyrim-Spiel aufgebaut, aber ja, sozusagen, es spielt mit den Skyrim-Objekten und allem möglichen und es wurde einfach neue Welt, neue Charaktere, neue Questlines, neu gesprochene Dialoge, alles wie ein komplett neues Spiel, aufbauend auf Skyrim erstellt. Und das finde ich schon ziemlich geil. Wenn es gut ist, würde ich dafür auch gerne Geld ausgeben. Warum denn nicht? Ja, so machen wir es bei Spielen nicht anders. Und so könnte man Modern ermöglichen, wenn sie wirklich hervorragende Arbeit leisten, dass sie dann auch entlohnt werden für ihr Geld. Das fände ich nicht so schlecht. Was ist eure Meinung dazu denn? Wärt ihr überhaupt bereit, für Mods Geld zu zahlen? Für diese, ist es so eine unglaublich komische Aussage oder ist es doch denkbar? Ja. Was natürlich am einfachsten wäre, ist, wenn man bei jedem Mod ausnahmslos, einfach bei jedem Mod, den man runterladen kann, einen Donation-Button hinmacht und dem Modder einfach eine Donation machen kann. Das wäre doch einfach das Einfachste, oder? Also ich wüsste nicht, wo da das Problem sein sollte. Das wäre auch noch eine Sache, dass man jetzt sagt, jeder Modder hat die Möglichkeit, wenn sein Produkt gut ist, dass man dafür zahlt. Dann bekommt von mir aus der Modder einen größeren Anteil, weiß ich nicht, 70% mindestens. Und dann bekommt Steam noch einen Anteil und Bethesda, wenn sie es unterstützen. Das finde ich vollkommen okay. Das wäre sozusagen ziemlich cool. Und das wäre auch das Beste für den Modder sozusagen, weil er dann doch am meisten Geld bekommt. Und Geld ist wichtig. Ende. Ja, deswegen machen es einige und einige vielleicht nicht. Ja, weil Steam hat ja auch geschrieben, dass Moddern das ermöglicht werden soll, Vollzeit an ihren Produkten zu arbeiten, was mit 25% pro Mod wahrscheinlich nicht wirklich möglich ist. Also, außer die verlangen dafür 100 Euro für einen Mod. Das wäre ziemlich krass. Und wird auch niemand oder wenig kaufen. Sowas Ähnliches gibt es ja bei YouTube schon. Es gibt ja, wie heißt das nochmal? Patreon, glaube ich, heißt es. Glaube ich. Und da kann man jeden Monat eine feste Anzahl an Geld spenden einem YouTuber. Ich kenne einige YouTuber, zum Beispiel irgendwen. Und dann bekommt er jeden Monat das Geld, weiß ich nicht, zum Beispiel $1, $5, $10, $15, 20, 50, $2, 2,40, 50 Cent. Alles Mögliche bekommt er dann jeden Monat von x Menschen. Ne? Und ja, das ist dann jeden Monat, so viele Menschen wie eben da mitmachen, so viel bekommt er einfach. Und das ist eine ziemlich coole Sache einfach. Also, das ist auch eine Idee. Es gibt so viele Ideen, die Valve anscheinend nicht verfolgt hat oder nicht in Betracht gezogen hat. Warum auch immer. Welcher Grund das auch gewesen sein muss. Was auch zu erwähnen wäre, es wäre super geil, wenn dieses Mod-Kaufen eine Art Tier-System hätte, wo es dann heißt, dass die besseren, dass die richtig krassen Mods in Tier 3 sind, sozusagen, oder in Stufe 3, ja. Mod entwickelt sich weiter zu Bulbasaur. Und, keine Ahnung. Die Mods, die in wirklich DLC-Qualität der Entwickler sind, die können dann auch richtig mal was kosten. Also die können dann schon von mir aus 5 oder 10 Euro kosten, ne? Ein Mod. Sind aber auch in der entsprechenden Qualität. Als ob es der Entwickler gemacht hätte, ja. Das wäre cool. Und dann die Tier 2 Mods, weiß ich nicht, Glumanda, wie heißt es auf Englisch? Ich habe keine Ahnung. Charmander? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Stufe 2 Mods sind dann billiger, kosten 1 oder 2 Euro. Oder nach oben offen, keine Ahnung, wie viel die kosten, ist mir doch egal. Ja, auf jeden Fall so in der Richtung. Das wäre eine ziemlich coole Sache. Also es gibt so viel, was man da machen kann. Es gibt so viel. Und wie es gemacht wurde, war halt mal schlecht. Es war ein Test, es hat nicht geklappt. Ich hätte nichts dagegen, wenn es wiederkommt. Weil es
Meiner Meinung nach ist es echt nicht schlimm. Oh, ich messe dich so sehr. Oder auch nicht. Warum denn nicht probieren mit sowas? Und die Modder noch mehr dazu aufheitern oder aufzureizen, sowas zu machen. Das finde ich echt geil. Ja, Mensch. Das war ja jetzt einiges an Sachen, die wir gehört haben. Mit Vorteilen, mit Nachteilen, wie man es anders hätte machen können, was auch immer. Was ist denn eure Meinung? Was ist denn eure Sichtweise der Dinge? Wie sollten denn die Mods auf Steam oder irgendwo anders weiter vertrieben werden? Verkauft oder nicht verkauft oder mit Donation, freiwillige Basis, was auch immer, oder vielleicht sogar ein Abonnement, wie es bei PlayStation, Xbox gibt. Meine eigene persönliche Meinung dazu ist, ich bin nicht gegen bezahlte Mods, wenn die Qualität gut genug ist, was einem Tiersystem entsprechen sollte. Ich bin bereit für so kleine Piss-Mods, die vielleicht so ein bisschen was ändern. Da kann man schon mal 50 Cent oder so zahlen. Und wenn die Masse macht's ja, wenn 100.000 oder wenn 1000 Menschen 50 Cent zahlen, dann haben wir ja schon 500 Euro, falls es so stimmt, oder 50 Euro. Ja, ich bin gerade nicht schlau. Ausgeschalten, mein Rechenzentrum. Und das ist einfach ein kompletter Unterschied. Man muss es einfach mal interessant oder überlegt angehen, die Sache. So wie Steam gemacht hat, war es einfach bloß so reingeschmissen. Ja, macht was damit. Wie so ein kleines Kindergarten-Experiment. Ja. Also ich bin auf jeden Fall für bezahlte Mods, weil es kostet auch Zeit und ich hätte auch nichts dagegen, diese Zeit zu vergüten. Und ich habe ja mehr Spaß und so weiter und so fort. Auf jeden Fall. Ich bin für bezahlte Mods, aber nicht in der Art oder sozusagen in einer besseren Art, wie Steam gemacht hat. Steam hat ja diese 3 Optionen gelassen: fester Preis, kein Preis oder frei nach dem Wille, was jeder zahlen will. Das hat Steam gemacht. Das ist auch okay, ja. Also wenn, keine Ahnung, auf jeden Fall, ihr habt meine Meinung gehört. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Würde mich echt interessieren, wie ihr dazu denkt. Ich habe einige Meinungen aus dem englischen Kommentar, aus dem englischen Bereich gehört und würde diese gerne mit euch, dem deutschen Bereich, vergleichen. Dann war es das von diesem unglaublich tollen Battlefield 4 Gameplay. Ich fand mein Battlefield 3 Gameplay fast interessanter. Vielleicht liegt mir einfach Battlefield 4 noch nicht so. Oder ist es Zeit für Hardline? Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr interessante Themen habt, die euch interessieren, schreibt ihr doch in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas denkt, schreibt es einfach irgendwo hin an die Wand in die Kommentare, ist mir egal. Wir hören uns, beziehungsweise sehen uns beim nächsten Video, Livestream, was auch immer. Bis dahin, bleibt so schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fatality. Nein, ich habe mir gerade eine Rüstung gekauft, du Arsch. Ah, die hält aber nix aus. Ich hab doch gerade